Ich glaube, ich habe die verloren. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wie ihr seht, bin ich Weg auf Winterthur. Und genau, es geht ein bisschen darum, es gibt ja, so was Comedy anbelangt, schon eine Schweizer YouTube-Szene in dem Sinn. Aber so eine Schweizer YouTube-Szene gibt es in dem Sinn gar nicht. Also, ich habe schon den einen oder anderen gesehen, als Schweizer YouTuber, Motovlogger gesehen, das gibt es schon. Aber in dem Sinn nicht, soll ich sagen, nicht aktiv, also überhaupt nicht aktiv. Oder ich finde ihn nicht. Ich bin eigentlich noch so blöd zum Suchen, ich weiß nicht. Also, wenn du Motovlogs machst oder gemacht hast, oder Lust hast zum Motovlogs machen, kannst du dich gerne bei mir melden. Am allerbesten auf Instagram, da wäre am einfachsten. Und sonst auch in den Kommentaren. Oder auf Snapchat. Aber Instagram wäre eigentlich mein Favorit. Und genau, da könnte man nämlich miteinander mal ein bisschen fahren, ein bisschen ausfahren. Und ja, genau. Vielleicht einmal etwas aufbauen. Schweizer YouTube-Szene aufbauen. In Deutschland gibt es Motovlogger wie Sand am Meer, aber in der Schweiz habe ich gar keine, also wirklich null aktiv. Es gibt im YouTube Schweizer Motovlogger, es gibt viele, die durch die Schweiz fahren, irgendwelche Passinen und so, mit einem McLaren vor dir und heizt wie die Affen. Aber so richtige Motovlogger in dem Sinn gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde es auch mega komisch, dass erst jetzt, nach irgendwie 12 Jahren YouTube in der Schweiz, langsam etwas entsteht. So. Also ich habe das Gefühl, es hat lang Schweizer YouTuber gegeben, mega lang, aber die haben entweder auf Englisch oder auf Hochdeutsch gemacht. Marc Galaxy auch, weil sie einfach gedacht haben, du kannst viel mehr auf Hochdeutsch, viel mehr erreichen. Österreich, Deutschland und Schweiz. Und wenn du Schweizerdeutsch machst, halt nur höchstens Schweiz, so. Vielleicht sogar nur einzelne Kantone. Obwohl, das spielt auch keine Rolle. Du kannst auch schon die ganze Schweiz abdecken, wenn du jetzt nicht gerade ganz irgendwie Französisch redest oder so. Genau. Eben genau, wegen der Schweizer YouTube-Szene. Finde ich echt. Also ich habe mir über die Überlegung früher auch schon gemacht. Da habe ich gedacht, so Scheiße, irgendwie wäre schon gut auf Hochdeutsch. Aber wie ich eigentlich darauf gekommen bin, auf das ganze YouTube-Geschichte-Zeug, ist, ich habe die fast noch ausgerutscht. Ich habe die Außenseiter geschaut, die kennt wahrscheinlich so gut wie jeder, das ist das Urgestein vom deutschen YouTube. Und hätte am liebsten so Videos gemacht wie die Außenseiter. Aber natürlich hätte ich mich das gar nicht getraut, hätte mich geschämt von meiner Familie und alles. Und hatte aber trotzdem irgendwann YouTube machen und habe das Gefühl gehabt, wie kann ich am besten YouTube machen? Wie geht das am besten? Okay, ich spiele Last House, mache doch Last House Videos. So. Und habe dann einfach am Anfang aufgenommen. Und habe einfach dazu halt mit Ton so ein bisschen so eine Art Musikvideo gemacht. Und irgendwann hat es halt dann auch so eine Art Format daraus gegeben mit Let's Play. Da habe ich dann auch gewusst, dass man so etwas ist jetzt mein Mitfahrer. Dass man so etwas wie Let's Plays machen kann. Und zwischen den Speedart reinfügen und so. Und dann, ja, habe ich das so gemacht, aber immer noch auf Hochdeutsch. Und ich habe aber schon lang gedacht,
so richtig viele Klicks habe ich auf YouTube ja nicht. Also wie in Gronk oder so mit deinen hochdeutschen Videos. Warum machst du jetzt Schweizerdeutsch? Ich meine, das macht ja eh finanziell keinen Unterschied. Schau, es macht mehr Spass, wenn du mehr Abonnenten hast so, oder mehr Klicks hast, wenn du es auf Hochdeutsch machst, aber finanziell macht es absolut gar keinen Unterschied. So, ob ich jetzt 100 Klicks auf dem Video habe oder 500 als Beispiel. Obwohl 500 für mich schon relativ viel war. Und genau, dann habe ich muss jetzt kurz da auf die Seite warten, wo mein Mitfahrer ist. Und dann habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, ja, machen wir doch das so, dass ich schweizerdeutsche Videos mache, weil ich finde auch, ich bin nicht ich selber in dem Sinn, wenn ich so Hochdeutsch rede, das bin einfach nicht ich und dann spielen die Klicks in dem Sinn auch nicht so ein grosser Ruggel. Wo ist jetzt mein Mitfahrer? Ich muss jetzt da schnell raus. Da rechts raus. Aber irgendwie habe ich den verloren. Ich glaube, ich habe den verloren. Soll ich nochmal zurückfahren? Ich glaube, ich fahre nochmal zurück. Und sonst war es das halt. Sonst war es das mit ihm. Für heute, dann ist er halt weg. Dann war es das halt, ja, nur egal. Ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt ist. Schon einmal weg gewesen. Dann habe ich auch gemeint, das ist der TÜV-Fahrer, der jetzt da kommt. Aber der hat einen anderen TÜV. Ja, ich fahre jetzt da vorne. Ich fahre sonst beim Rosenberg, wo ich rechts könnte zum Rosenberg fahre ich sonst rechts, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Dann kehre ich wieder in die Stadt rein. Wenn er jetzt rum ist, Scheiße, wo ist denn der? Hä? Ist er irgendwie auf der Autobahn gegangen? Weil wir haben einfach kurz vorne noch angehalten, hätte ich ihm etwas sagen können. Oder ich fahre weiter, vielleicht sehe ich ihn ja da jetzt. Da vorne habe ich ihn verloren. Nein, aber eben das mit dem YouTube, das ist so eine kleine Sache. Also, ich habe das lange gedacht, so Scheiß drauf. Nicht Scheiß drauf, ich habe es viel mal gedacht, du musst ja, weißt du, weil es ja kein Vorbild gibt für mich. Da habe ich selber gedacht, ja, du musst doch. Vielleicht ist er da auf die Autobahn gegangen. Habe ich so gedacht, du musst doch irgendwas in dem Sinn Hochdeutsch reden. Ja, musst doch das so machen. Komisch. Wo der ist? Man kommt da nicht. Nein, eben. Ich habe so gedacht auf eine Art, du musst doch schweizerdeutsche Videos, hochdeutsche Videos machen, dass du überhaupt dazu gehörst. Aber ich meine, es gibt so abartig viele YouTuber und auch abartig viele YouTuber, die erfolgreich sind. Läutet er mir jetzt da?
so schnell da anhalten, da rechts. Ja. Ich denke, das wäre es fürs Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Video gehabt. Und wenn ihr am zweiten Teil oder so davon wollt, könnt ihr ja gerne schreiben. Und sonst denke ich mal, wäre es das gewesen. Nächstes Mal und ciao miteinander.